In den Weiten des Weltalls existiert ein Netzwerk voller Spieler. Und zwar voller Mario Kart Spieler. Und damit willkommen zurück hier zum bereits dritten Part des Online-Let's Plays zum Mario Kart 8. Ja, wir sind jetzt bereits, sind wir noch ein bisschen am Zuschauen, wie es hier aussieht. Was, Player Kiro 99 zweimal? Verstehe jetzt nicht ganz, aber egal. Du bist im nächsten Rennen dabei. Och nö, du musst das ganze Rennen zugucken oder was? Ein bisschen zu früh dazu geschaltet. Sorry Leute, das habe ich nicht so bedacht. Aber egal, jetzt sind das Ganze auch mal aus der, Fremdperspektive, sage ich jetzt mal. Oh Mann, hey, die letzten zwei Parts sind schon ziemlich actionreihe. Von der letzten Part war ein bisschen frustrierend teilweise, wegen diesem Icebeam. So ein Amerikaner, der das Gefühl hatte, irgendwie sei der Beste und so und der Schnellste. Und das war irgendwie sogar der Fall, weil der versteht es bis heute noch nicht, wie der so schnell sein kann. Der muss irgendwie Kartteile gehabt haben, die, so selten sind oder kaum jemand anderes hat. Echt ein bisschen crazy. So, wie ich gerade das jetzt hier gefrühstückt in diesem, vom Mario-Fahrer? Ne, doch nicht. Interessant. Aber allgemein kann man auch sagen, auch das in Mario Kart TV echt ein nettes, geiles Zusatzfeature im Spiel. Und vor allem, wie gesagt, das Spiel ist einfach alles so flüssig, hey, online, da kannst du einfach nicht meckern, ist einfach alles so bombastisch, fantastisch, Grafik vor allem auch die Pracht. Und ja, es kommt natürlich automatisch wieder das, was denn die für eine Karte, ey? Automatisch wieder das altbekannte Mario Kart Feeling auf. Ein paar kleine Extras zwar. Auch das, wo ich mich immer noch ein bisschen wurm ist, das mit den Items einsetzen, sprich, wenn du halt eins hinten Park, sag ich jetzt eben mal, nicht wahr, dass du irgendwie trotzdem kein neues einsammeln kannst. Naja, okay, also dass es irgendwie rausgenommen hat. Mal hoffen, dass es wirklich dann eine gute Idee war oder eben auch nicht. Die Ebi sind wir gerade. Die Glück versucht. Was ist das denn für eine Flagge, hey? Das Frankreich ist nicht, das ist ja umgekehrt, weil ja blau oben, rot unten. Was soll das sein? Slowenien? Nee, Russland sicher auch nicht. Was ist denn das? Ich weiß, das machen wir jetzt gerade ein bisschen so sauer, ist natürlich auch klar. Also sprich, es ist ein bisschen peinlich, dass er gar nicht weiß. Was soll das sein? Wie gesagt, Frankreich wäre blau oben und rot unten. Das wäre gerade umgekehrt, auf den Kopf gestellt. Was soll das für ein Land sein? Ja doch, das... Moment mal. Überlegen, also Tschechien ist es garantiert nicht. Slowenien? Nee, auch nicht wahr. Finnland sich auch nicht. Was hat ansonsten noch in letzter Zeit? Lettland? Jetzt weiß ich nicht mehr, kann man runter. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken hier. Während wir hier warten müssen, also so ganz kurz auf Wikipedia gucken, in den Flaggen. Schaut uns einfach mal. Ja, wieso Wikipedia? Geh mal auf Google und guck wegen europäisch, weil da muss irgendwie Europa sein. Europäische. Alter, kann ich mehr tippen, wenn ich die Tasten nicht sehe. So, europäische Flaggen. Besonders vielleicht auch mal das Spiel hier sogar vorbei, bis wir das mal sehen. Ja, ist bereits. Alles klaro. Ja, doch, könnte. Ne, Slowenien ist doch nicht. Crazy. Was ist das denn? Ich sehe es gerade echt nicht. Egal, ich werde jetzt mal Strecken, zwar in die Wolkenstraße. So, mal gucken. Ja, Moment, vielleicht habe ich es doch sogar. Moment mal, Frankreich wäre. Blau links, nicht oben. Entschuldigung, haben wir gerade ein bisschen vertan. Moment mal, ich habe da die Flagge gefunden. Bin gespannt, ob ich jetzt schneller bin als das Spiel. Vermutlich eher weniger. Ne, ich fürchte nicht. So, was ist das für eine Flagge? Finde es echt nicht mehr. Okay, bin mal gespannt. Was ist jetzt für eine Flagge? Holland, also sprich Niederlande. Entschuldigung. Ja, Niederlande fehlt mir irgendwie noch das Symbol in der Mitte. Ist die Krone, oder? Egal. So, ein Franzosen haben wir ja, zwei Niederländer, zwei Amerikaner, ein Schweizer und wie ihr seht, so jetzt diesmal mal den guten alten Roy zum Testen. Auch den Regenbogen Boulevard. Ja, wow. Ja, mal gucken, wie schnell es Roy ist. Er hat ein bisschen Speed drauf, das ist doch ganz nice, ohne Scheiß.
Aus dem Weg, Mann. Du. Kein Bock auf euch. Nee, keinen Bock. Ich bin die Nummer 1. Und ich bin der coole Roy. Wow. Was will denn der Typi? Und dadurch meine 10 Münzen haben nicht mehr lange, wie ich das Spiel kenne, ist es bald vorbei. Oh, wei. Oh, wow, wow. Ganz knapp um die Kurven. Wow. Das war sehr knapp. So, blauer Panzer, kannst du ruhig mal kommen. Das ist übrigens echt ein geiles Feature mit der Hupe. Da kann sich blauen Panzer so genial abwehren, Freunde. Das glaubt ihr mir gar nicht. Geht echt gut. Moment mal, kannst du mal vorführen? Alter! Nein, komm schon! Ah, jetzt gut. Alter, was ist denn das gerade? Ein roter Panzer oder was? Gar nicht gesehen. Okay, jetzt haben wir gesehen, wenn den blauen Panzer abwehrt, weil den blauen Panzer sehen natürlich ganz klar, wo der ist. Also, sprich, es war da ein über einen Kreis, kann direkt abballern. Das ist so ein geiles Feature mit der Hupe. Ist auch ein bisschen fies. Kann man natürlich durchaus so sehen. Aber ich find's geil. Oh, der holt ganz schön auf mit der Piranha-Pflanze. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Siu. Ich bin Roy. Alter, was denn da alles hinter mir? Ist immer noch fix, wa? Aber es bringt ihm nichts. Ja, wo ist der Geist aller Coopers? Wir haben gewonnen. Den blauen Panzer abgewehrt, Mann. Ja, geil. Ah, tja, man kann mit der Hupe natürlich auch noch grüne Panzer und rote Panzer aufwärmen. Den roten, naja, sag's mal so, mit den grünen, roten, vor allem mit dem grünen Panzer ein bisschen schwieriger, weil die siehst natürlich nicht, ob die direkt hinter dir sind. Die roten Panzer kannst du auch ein bisschen besser teilen, aber auch da ist ein bisschen Mühe. Also musst direkt hinter dir gucken, ob du direkt hinter dir siehst. Mit dem blauen Panzer geht es echt am besten. Den hat zu blocken mit der Hupe, echt genial. Da halt auch andere Spieler geht natürlich auch. Hatte den gleichen Effekt wie eine Banane. Also sprich, ist nicht gerade auf der Stelle lahm, aber kann es gut ein bisschen blocken. So, was nehmen wir jetzt mal? Schauen wir das Wasserfälle. Gut. Das war ein Spaß. Yeah, blaue Panzer abwehren. For the win. Geil, Mann. Wie wir da stehen, hey. Die Power Range aus den Farben her. Ja, wobei lila ist da ein bisschen fehl im Platz. Der gelbe fehlt. Wo ist der gelbe Ranger? Egal. So, wie sieht's aus? Eben noch der einzige Schweizer hier. Schade, 2 Japaner dafür. Von sonst alles gleich. 4 Spanier. Ein Belgier, der Bram. Aber nicht der Bram, oder? Das ist das Deutscher. Ist ja auch YouTuber und dann natürlich auch Let's Player so rum. Und los geht's mit Roy. Du bist direkt hinter mir, war ja klar. Zack. Plötzlich ohne Münze, finde ich auch so fies, ey. Also sprich, sobald du neu anfängst, ist 5 Münzen, wenn du als Oldtime dabei bist, hast du plötzlich 0 Münzen. Ein Luftanhalten, cool. So, bis jetzt führe ich immer noch. Natürlich sich schnell ändern, deswegen ganz kurz mal eine Münze reinziehen. Ah, ist es gut. Eine gute Erfrischung, so eine Münze. Yeah! Och nö, wieso aber die Hupe nicht? Nein! Aua, natürlich vielleicht gleich mal 3 Münzen, toll. Naja, immerhin war ich mal Eier. Nimm doch erster. Wie lahmarschig sind denn die Typen hinter mir? Yeah, geil! Warte, nehme ich den Looper schon wieder. Wow! Mir deine Bumerang. Ja, mal unterirdisch. Du. Wow! Aufhören mit dem Quatsch. Was überhaupt? Sehen gar nicht. Wo bist du? Ah, dort. Wenn wir schon beim Thema blauer Panzer sind, was ich auch sehr genial finde hier im Spiel, wirklich sehr viel besser ist noch bei Mario Kart Wii. Dieser Fakt, dass die blauen Panzer immer so ständig kommen. Ne? Früher das teilweise so das irgendwie jedes Mal, wenn du der Erste warst und vor allem immer wieder, wenn du der Erste warst im gleichen Rennen, kam immer wieder ein blauer Panzer. Also es kam sicher 2 bis 3 Mal pro Rennen. Das ist diesmal anders. Ich habe selten Rennen gehabt, wo ich mehr als einmal den hatte. Also bisher noch gar keins. Immer nur einen Panzer pro Rennen. Natürlich auch fairer, oder? Ich meine, sonst ein bisschen sehr fies.
So, scheint aber ein guter Sieg für uns wieder mal zu werden. Schon wieder. Warriors drauf. Yeah, Mann. Ganz krass. Trotzdem soll man sich natürlich nie zu früh freuen. Das ist ein Feuerball noch hinter mir, aber natürlich keine Chance. Nicht gegen Roy. Den coolsten aller Coopers. Yeah, Mann. Ich bin Roy. Das kriege ich eigentlich nur 14 Punkte. Der andere was, ich bekam 17? Achso, weil es von der weniger hat, wa? Ja, man sieht schon für die Platzierung an. Ich habe hier auf den allermeisten Sterne. Geil, Mann. Ja, ist eigentlich aber egal. Hauptsache ist doch eben noch, es macht Spaß. Königliche Rennpiste, Wario-Abfall, das ist ganz geil. So, haben die Power zusammen. Ne, der Gelb fällt eben noch. Gelbes T-Shirt, kaum einer. Nochmal, nochmal. Das ist mein letztes Spiel. Oh, schade, Ebi. Aber für mich ist es bald schon wieder vorbei. Und dann, wie gesagt, am nächsten Part dann mal ein bisschen nach Ballon abknallen und so, weil es gehört ja auch zum Online-Feature dazu. 2 Holländer immer noch, ein Franzose, 4 Spanier, 2 Engländer, 2 Japaner natürlich, ein Belgier, ein Amerikaner und ein Schweizer, der hier alle vorführt, wie es aussieht. Ne, kann ich natürlich nicht, aber noch ein bisschen Glück. Das gehört natürlich auch dazu. Natürlich, wie immer, wenn ihr auch gegen mich fighten wollt und mal ein bisschen mit mir die Piste unsicher machen wollt, wie immer halt, mal gesehen, in der Network-ID eingeben und suchen gehen. Wow! Dann könnt ihr auch mal gegen mich fahren. Yeah, geil! Dieser Roy hat's voll drauf. Wenn vielleicht auch künftig bei größeren Kartenturnieren dabei, entweder in der Schweiz oder natürlich auch in Europa. Mal gucken, was noch alles so angeboten wird. Wow, das war jetzt knapp, dann den Banner gekriegt. So, jetzt 10 hätte ich mal, ich fürchte nur, es bringt bald nichts mehr. Ja, war ja klar, dass einer kommen muss. Das war gar nicht meiner. Wuhu! Wuhu, das war aber knapp, ey. Alter Schwede. La 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 la. Das Spiel und die Mucke dreht durch. Oder das war jetzt ein bisschen Fail? Ah, das ist genauso. Mann. In der Regel kriegst du eigentlich immer gut, aber jetzt hier. So, wow, wow, Alter, ich sehe nichts mehr, wow, Hilfe, yeah, wow, was ist denn jetzt gerade? Das ist so knapp, ey. Wow, Alter, aufhören mit dem Quatsch, Hilfe, ich sehe nichts mehr. Ist klar, wurde Panz geschossen und vorbei ist, verstehe ich nicht ganz, wieso das vorbeiging. Oh oh. Weil mich einer habe und Ebi mich hat überholt. Alter! Das war ein bisschen fehl. Nein! Oh, komm schon! Ich war doch schon am Führen! Ach, Penner, wer das? Das ist vielleicht knapp, noch abzuballern und zu gewinnen. Oh, danke schön, dass du mir da hilfst. Was ist klar? Nein, nein, komm schon! Und? Was? Wieso? Wer war vor mir? Hey, ich hab gewonnen! Was soll das? Ich war Erster, Alter! Also, der mit dem Mi war garantiert nicht Erster. Hä? Verstehe ich nicht, wer ist denn da vor mir? Am Schluss war es echt noch genial, ey. Jetzt war lieber ein... Okay, Braun haben wir gar nicht mehr gesehen. Wo kam der her? Und auch auf der Seite? Ah, ich hätte meinen grünen Panzer so schnell verschießen sollen. Ich dachte, der wäre bereits das Ziel. Ah, verdammt, das war mein Fehler. Ja, hätte vielleicht noch gewonnen, wenn ich da das Teil früher ausgerüstet, also gelassen hätte, sag ich jetzt mal. Ja, doof. Ja, wenn wir schon mal beim Thema dabei sind, was ich noch erwähnen muss. Und zwar, Moment mal ganz kurz. Okay,
Also vorbei. Was ich noch erwähnen muss, mir als großes Manko vom Spiel erschien, ist das mit dem roten Panzer. Nämlich wenn du, als Beispiel, ich bin, also gerade vor mir ist jemand, der ist vielleicht etwa, sag jetzt mal, 2-3 Meter vor mir. Sprich, er ist direkt vor mir, ich sehe ihn gerade noch, können vielleicht nächste Runde überholen als Beispiel, ja? Oh, ist andere dabei, als Tessiner, cool. Wie gesagt, da werden wir vielleicht direkt knapp vor mir und ich will ihn abballen mit dem roten Panzer. Das geht nicht, der rote Panzer geht an mir vorbei, weil irgendwie der Sucher des roten Panzers dafür nicht groß genug. Das ist irgendwie, als wäre der Fahrer vor mir, wäre zu nah an mir. Ja, klingt crazy, aber ist echt so. Müssen wir darauf achten, Leute. Das wäre der echt zu nah an mir und deswegen kann der rote Panzer gar nicht anvisieren. Finde ich ein bisschen sehr schräg. Wow, da kann sie knicken, Alter. Mir fehlt die Hupe, die wäre jetzt ganz geil gewesen. Hat sich noch irgendwo einen blauen Panzer. Wow, da kommt ein Boomerang um die Ecke. Mario Kart, Mario Kart, lalalalalalala. Wow, wow, Hilfe! Alter! Alter, kannst du mich mal zerplatzen? War aber ganz knapp, hey. Glück habe ich den in seinem Blickwinkel noch gesehen. Meine Fresse. So, behalte ich jetzt mal. Natürlich ist es gut in der Hupe für den blauen Panzer, natürlich auch, aber man weiß ja nie, was sonst noch kommt und ob der blaue Panzer überhaupt kommt. So, nochmal ein grüner Panzer. Schade. Die Hupe fände ich cooler. Aber Roy ist echt eine coole Sau. Vielleicht wäre das sogar. Das ist natürlich auch ein Kandidat für meinen Main-Charakter, nicht wahr? Aber ich habe das Gefühl, der steuert sogar noch besser und ist noch schneller als Metal Mario. Ist doch schon krass. So, soll ich jetzt mal aufs Nummer sicher gehen? Man weiß nicht, ob jetzt vielleicht auch noch mal. Oh, muss der kommen. So, natürlich ein Problem. Was mache ich jetzt, wenn jetzt ein roter Panzer kommt? Nichts zum Ablocken. Guten Vorsprung. Ja, komm, der blaue Panzer bringt mich gar nicht mehr. Da kann kommen, was wolle. Der rote auch nicht mehr, bin schon viel zu nah. Ich bin schon viel zu nah am Ziel. Number one forever. Wenn nicht ganz, aber egal. Der Michael mal wieder, der alte Angeber, war. So, der Part ist eigentlich bereits vorbei, da ich aber die ersten paar Minuten damit verschwendet habe, der anderen beim Kartfahren zuzugucken, geht natürlich noch ein Rennen. Ah, Ebi ist doch noch dabei, wa? Dachte, das ist ein letztes Rennen. Und der Michael führt alle vor. Ne, natürlich nicht der Michael, sondern der Roy ist es. Dieser alte Angeber, wa? Okay, sind wir noch Tic-Tac-Trauma, wa? Also wir waren eine gute Schweizer Strecke. Ja, immer die Schweizer Uhren. Okay. Also ein letztes Rennen für heute. Welche habe ich gar nicht mehr gesehen. Welcher war's? Egal. Noch Charaktere? Nö, 2 Schweizer, 2 Holländer, 3 Spanier, 1 Japaner, 2 Amerikaner, 1 Belgier. Jupp. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so wenig Japaner hat. Das allgemein sind eigentlich die meisten, die ich hier so gesehen habe, sind entweder Deutsche oder Amerikaner, aber Japaner, ganz ehrlich? Oh ne, Regenbogenstrecke, toll. Wir sind eigentlich eher weniger. Dem ersten Boomerang-Typ. Oh, verdammt. Ja, wieder mal ein typisches Fail. Das haben wir natürlich davon, wenn man zu schnell nach hinten guckt. Egal, ich schalte wieder das Feld von hinten auf. Der bin ich auch Master darin. Blödudut. Hat nämlich ein Cooper, hey. Lalalala. Die Mangenschacht. Ah, hier ist mit der Mangenschacht echt scheiße. Wow. Fangen die Bomben. Ja, hier der Stern ist nicht gerade so toll. Wow. Sie muss echt aufpassen, wenn du das Item das auswählst. Wow.
Alter, wo kam der plötzlich her? Dankeschön fürs Abnehmen. Ich habe zu wenig Münzen und die anderen fahren mir zu sehr auf. Toll, wie soll ich jetzt ein... Alter, schon wieder die magische Art. Ich könnte kotzen. Ich sehe doch nichts. Verdammt mich. So, jetzt ein bisschen Zeit. Zack, zurück. So, da ist eigentlich relativ egal. Und zweimal die magische 8 in einem Zug, hätte ich nie gedacht. Also ein Part natürlich. Eine Part, nee, ein Rennen natürlich, Entschuldigung. Immer. Alter! Verdammt mich! Was denn das? Okay, weil es zu schnell war. Wow, ich muss gerade sagen. Was ist denn das los? Ich hab gedriftet. Hä? Muss ich jetzt teilweise driften nicht mehr oder wie? Okay, also wie ich hier noch gewinnen soll, ist mir gerade ein bisschen Rätsel. Vor allem, wenn ich ständig in die 8 ziehe. Komm schon, Blitz oder so etwas. Was wir verarschen, der Pilz ist hier unnütz. Der bringt ja nichts. Alter, der Blitz. Der Pilz ist hier von der Arsch. Hier bringt er was, toll. Okay, mein Ziel ist immer noch, unter die Top 3 zu kommen. Könnte schwierig werden, bis unmöglich, aber egal. Wir suchen einfach mal unser Bestes. Da hat irgendein Stern hinter mir, war? Nein, Alter! So schnell auf der Kante. Verdammt! Direkt ein paar Plätze verloren. Toll. Alter, ich hab gedriftet. Was ist denn das? Ich hab gar nicht losgelassen. Ich war immer noch am Driften. Ich verstehe es nicht. Aber es ist natürlich Tatsache, Regenbogen Boulevard wird niemals meine Lieblingsstrecke sein, Leute. Da könnt ihr vergessen, die Strecke, vor allem mit den Items, ey, ganz ehrlich. Die meisten Items kannst du hier gar nicht richtig einsetzen, weil du wieder von der Strecke bist. Nee, ja, Roy, du machst genau richtig, hey, das ist einfach nur Fail. Und nochmal Fail. Oh, verdammt, ey. Ja, gut, Sandro war dafür immerhin in den Schweizer Top 3, sehr schön, gut gemacht, Sandro. Wie auch immer, Freunde, würde man sagen, das war's mal für heute hier bei Mario Kart 8 Online Session. Nächstes Mal, wie gesagt, mit der Ballonbalgerei und dann sehen wir uns hier online-mäßig im Rennenfahren wieder mal in 2 Parts, also sprich im übernächsten Part. Ja, das Scheiße. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.